Stichwort ist schon gefallen, die Vernetzung. Ich würde aber gerne nochmal darüber sprechen, über die Kommunikation, über die Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten im Internet, speziell geschichtswissenschaftlichen Inhalten. Können wir da als Historiker nicht auch ein größeres Publikum erreichen? Können wir da auch wirklich nicht, wie nennt sich dieser schöne Begriff, kollaborativ, also gemeinsam an einem Thema arbeiten? Können da nicht eben auch sogenannte Laien einsteigen? Also wird das nicht sogar demokratischer und damit auch verständlicher und für ein größeres Publikum? Weil ich habe immer den Eindruck, dass wir als Historiker auch so eine Art, in so einer Art Falle stecken, in so einer Art Legitimationsdefizit, unterliegen, weil wir stellen eben keine Motoren her, wir lassen nicht irgendetwas explodieren im Labor, wir haben etwas Geistiges und das Geistige kann man nicht anfassen. Das sind Gedanken, über die wir diskutieren können. Du hast den Elfenbeinturm mal erwähnt, wie stehst du denn dazu? Vermittlung von geschichtswissenschaftlichen Inhalten im Internet. Momentan, oder die klassischen Historiker leben quasi in diesem Elfenbeinturm. Es ist selten, oder man hört selten von Projekten, wo der normale Bürger einbezogen wird. Mir fällt jetzt spontan nur ein Projekt in Großbritannien ein, wo die Bürgerschaft an einer Ausgrabung teilhaben konnte, um etwas über ihre Ortschaft kennenzulernen. Aber hier in Deutschland ist das sehr wenig gegeben. Was du angesprochen hattest, es könnte eine Art Wikipedia-Prinzip sein. Wir arbeiten an einem Artikel oder an einem Thema und auch Laien haben die Möglichkeit, daran mitzuarbeiten. Natürlich müsste das in dem Fall einer wissenschaftlichen Arbeit moderiert sein. Du sagst, das sollte moderiert sein bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Da geht es ja eben gerade um diese Frage, wenn wir sagen, ja, geschichtswissenschaftliche Inhalte können wir im Internet popularisieren, können wir einem breiteren Publikum zugänglich machen, potenziell erst einmal, André ist ja skeptisch, Franco ist der Aufgeschlossene, leidet aber nicht darunter auch ein bisschen die wissenschaftliche Qualität, wenn wir sagen, wir wollen die Dinge ein wenig einfacher darstellen, ein wenig verständlicher? Oder geht das beides zusammen? Ist das vielleicht eine Möglichkeit, die das Internet auch bietet? Also diese wissenschaftlichen Standards einzuhalten und dann eben die Dinge verständlich zu präsentieren. Ich denke mal, das ist die große Herausforderung, die man sich stellen sollte. Weil es ist natürlich einfach, für das eigene Fachbuch zu schreiben und sämtliche Fremdwörter zu verwenden, die man so kennt. Dagegen ist es natürlich schon schwierig, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen. Aber das sollte man eigentlich tun, um bekannt zu werden oder gelesen zu werden. Ist das auch deine Meinung? Du bist ja sehr skeptisch gegenüber geschichtswissenschaftlichen Inhalten im Internet. Du hast gesagt, diese Präsentation, das sei fragwürdig, daran zweifelst du, ob sich das lohnt. Ist es auch so, dass du sagst, das kann man nicht darstellen? Dein Thema beispielsweise, die Bergakademie in der DDR? Das könnte man schon darstellen. Wie gesagt, es ist sicherlich, wie Jens auch sagt, es wird schwierig, diesen Grad zu finden zwischen guten inhaltlicher Darstellung und dann auch gleichzeitig Präsentation, die eine breite Masse anspricht. Also, ich bin ja eher so ein bisschen ambivalent eingestellt. Aber ich verschließe mich natürlich nicht dieser Möglichkeit. Also ich bin halt vielleicht doch noch zu wenig überzeugt, weil halt auch einfach an die sag ich mal, führende Geschichtswissenschaftler hier in Deutschland auch diesen ganzen sehr skeptischen, es ist eher eine Sache der jungen Leute, der neuen Generation. Obwohl, wobei die auch skeptisch sind. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt alle sozusagen die Generation Web oder Generation Internet jetzt, Facebook. Generation Facebook, genau, aufgeschlossen. Ja, ich glaube, mir sind insgesamt folgende Dinge aufgefallen. Das eine ist, ich glaube, dass man sich entscheiden muss. Also das heißt, wenn man sich im Internet präsentiert und da kommunizieren will, dann unterliegt man den Gesetzmäßigkeiten des Internets. Man kann die zwar kritisieren, aber man kann sie in der Regel selbst nie ändern. Das ist der eine Punkt, man muss sich das entscheiden. Das zweite ist, wenn man sagt, man will ein größeres Publikum erreichen, dann will ich ja gerade nie das Fachpublikum erreichen. Das heißt also, ich richte mich ja ganz bewusst auch auf eine gewissermaßen Verflachung der Kommunikation aus, so wie es ja zum Teil diskutiert wurde. Und das meine ich auch mit entscheiden. Also entweder ich mache halt ein Internetportal für ein Fachpublikum oder aber ich mache ein
Internetportal für ein Breitenpublikum, weil unser Gegenstand, über den wir reden, in der Regel ja ohnehin wiederum nur ein Fachpublikum in der Öffentlichkeit interessiert. Weil wir ja in einem entscheidenden Moment wahrscheinlich den großen Wurf sozusagen präsentieren und die Menschheitsprobleme damit lösen. Und damit komme ich zum dritten Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Das war das, Anke, was du auch gesagt hattest, das ist also die Frage, ob das jemand erreicht. Ich sehe das ganz entspannt, weil ich einfach der Meinung bin, das Internet ist ein Angebot. Bertram, du hast von Demokratie gesprochen, wenn man das dazu fügt, dann ist einfach diese Form eine Form der Präsentation. Man bietet das an, nach bestimmten Qualitätsrichtlinien, und mit diesem Angebot sagt man einfach, wem es gefällt, der nutzt das, und wem das nie gefällt, der nutzt das nie. Und dann ist doch das eigentlich Spannende. Einerseits die Diskussion darüber, was nie gefallen hat, wenn man überhaupt diese Option zulässt. Denn das ist ja die nächste Frage, lässt man Diskussionen zu oder finden die dann wieder im geschlossenen Raum in einer E-Mail-Korrespondenz statt oder macht man das transparent? Und die andere Frage ist eben, macht es dann natürlich auch Sinn, im Blick auf deinen Aspekt der Moderation von Geschichtswissenschaft mit einem Laien über die Deutung einer Quelle zu diskutieren, in einem Zeitzeugen vielleicht noch.